Ach nee. Das sieht aus wie ein Roboter. Ist das der eigentliche Lavos oder was? Also das hat Beginn der Zeit in der Erde geschlafen und die Evolution auf der Welt zu seinem eigenen Nutzer kontrolliert. Es ist nicht zu ertragen. Wir wurden wie Tiere kalter. Unser Leben war umsonst. Wir wurden geschaffen, um ausgebeutet zu werden. Alle Menschen und alle Lebewesen. Mein Leben behält seinen Zweck. Wir haben einen eigenen Willen. Was ist aus mit dir? Dein Leben endet hier. Ich weiß jetzt nicht, wie die das erkennen, von wegen Evolution nur zu Lavos Zweck, aber joala, wenn die Sachen. Uiuiui, das ist aber ein ziemlicher LSD-Hintergrund hier. Na gut, dann Lavos-Kern. Dann kümmern wir uns mal um dich, du Lavos-Kerl. Erstmal Äther voll. Glenn heilt uns nochmal alle. Markus, du patcht hier nochmal die Antimaterie drauf. Also wäre ich jetzt Epileptiker, wäre das definitiv nichts für mich hier im Hintergrund. Himmelsträne, tödliche Attacke. Uah. Ja, das war allerdings nicht so schön gerade. Okay, die Musik hat auch was, finde ich. Gucken wir mal, ob man dort eine kleine Lavos Same, was auch immer, so ein bisschen was, nicht so viel abziehen können. Schade drum. Chrono, werde ich. Das macht schade. Okay, das ist gut. Dann, Chrono. Mache mal, wenn noch dazu kommst, in dem Leben leuchten. Und Glenn, nochmal Kraft 2 hier. Und du haust mal dort drauf. Weil die Magie hat beim Lavos-Kern gut funktioniert. Achtung. Okay, das linke Ding, das wird durch Magie geheilt. Das heißt, wir kloppen erstmal da so richtig auf die Schnut drauf. Und machen das Ding manuell kaputt. Raumzeitkurve. Dafür gibt es auf die Schnut für die Raumzeitkurve. Okay. Ja, das ist natürlich bitter. Das linke Ding da, das muss weg. Zufälliger Status. Also ich erkenne in dem Lavos jetzt gerade irgendwie der große Lenker der Evolution, um ehrlich zu sein. Das ist für mich ein wildes Ding, was eher noch Technik aussieht. Das sieht für mich eher noch ein Roboter aus, finde ich, als jetzt noch irgendeine fleischliche Existenz. Versucht zum Mittelalter zurückzukehren anscheinend. Markus Schloss, der Keller. Okay, dem machen körperliche Attacken nichts aus. Dem Rechter. Aber die Linkzwiebel, die mag das gar nicht, wenn man richtig drauf klotscht. Genau. Dämonenstern. Nimm 50 Lebenspunkte. Fucke doodle du. Okay. Das gefällt mir gar nicht. Markus, jetzt kannst du mal drauf klotzen. Glenn, du heilst dich auf jeden Fall selber. Ja, müsst ihr heute auch mit rechnen, dass es eine längere Episode wird. Weil die 20 Minuten dürften wir jetzt circa rumhaben. Okay, leuchten. Wo will er uns dann jetzt hinbringen? Das erkenne ich gerade nicht. Das sieht ein bisschen wie die Zukunft aus. Lavos-Kern deaktiviert Verteidigung. Und? Wie schaut's aus? Ja, das macht gut Schade gerade. Verteidigung vermindert. Das ist natürlich gut. Ruf und Wetter. Glenn, du musst aber derzeit noch Heiler. So. Nutzen wir noch gerade mal aus. Jawohl. Puh, sehr schön. Dann bleibt nur noch die hilfreiche Zwiebel übrig. Da komm her, dich hack ich auch noch zu Matsch. Das kriegen wir hier. Der Haupt-Lavos-Kern ist so kaputt. Ja, ich hoffe, der Kampf geht jetzt auch ein bisschen länger. Alla hopp.
Verteidigung ist immer noch down von dem Ding. Das dürften wir eigentlich auch relativ bei haben. Nein! Teile wiederbeleben. Fuck! Und ich lob den Tag noch vorm Ofen. Ich Dachschädel. Äther voll. Äther voll auf Chrono. Okay, dann machen wir den linken nochmal platt. Ja, kümmern wir uns um den linken noch. Halt noch einmal. Ach, Mann. Das ist bitter. Das ist richtig bitter. Ich habe gedacht, ich hätte ihn gehabt, aber ich hätte den anderen auch noch ein bisschen runterhauen sollen. Ja, okay, der ist schon wieder kaputt. Tödliche Attacke, Himmelstrainer. Ah, nee, nicht so tödlich wie gedacht, Horst Lavos. Anscheinend belebt er die auch wieder nur mit einem Teil von ihrer Kraft wieder. Von ihren Lebenspunkten. Hoffen wir mal, dass gut Schade reißt. Aktivleben vermindert Verteidigung. Okay. Chrono, Markus, ihr wisst, was ihr zu tun habt. So. Dann mache ich jetzt gleichmäßig Schade. Okay, Markus, du auch nochmal. Ja, mach ruhig, Lavos. So tödlich ist das nicht, wie du denkst. Lavos-Kern reaktiviert Verteidigung. Verdammt. Ja, dafür ist der jetzt wieder stark. Hoffen wir, dass der jetzt auch noch was abkriegt hier. Von der Magie. Und? Ja, nicht so viel. Schade. Da müssen wir Heiler. Was anderes fällt mir gerade an, was ich machen kann. Ich muss die irgendwie dazu kriegen, dass die Verteidigung bricht. Dann kann ich den anderen Zwieblerich wieder kaputt schlagen. Ja. Deaktiviert Verteidigung. Ja, sehr schön. Gut. Dort gibt es jetzt wieder fast Knorrer. Als drohende Wetter. Und okay, der ist wieder platt. Dann alle miteinander drauf mit dem, was ihr habt. Bevor der Scheiße hier wieder anfängt, seine andere Teile zu beleben. Markus drauf. Chrono, mach Leuchten nochmal. Sicher ist sicher. Wenn, dann will ich, dass der Mistkerl hier keinerlei Gelegenheit findet, wieder seine andere Teile zu reaktivieren. Aber das Ding hat verdammt viele Lebenspunkte, merke ich. Vielleicht ist das ja der eigentliche Lavos, weil das ist das Ding mit dem meisten Lebenspunkte. Ja, scheiße, jetzt fängt er schon wieder an mit dem Quatsch. Und sich selber regeneriert er ja nicht. Sich selber heilt er nicht, der Mistkerl. Okay, Glenn. Chrono und Äther voll auf Chrono. Den machen wir jetzt auch wieder platt. Der ist nämlich gefährlich hier, der Kerl. Sich selber auch nochmal ein Äther. Und der in der Mitte ist jetzt eigentlich nicht so großartig schlimm. Wirklich gefährlich ist der rechts, der ständig wiederbelebt. Aber der scheint jetzt sich selber nicht so heiler. Gut, der ist wieder platt, der gefährlichste. Jetzt fängt der wieder durch die Zeit zu reisen, der Mistkerl. Okay, jetzt wird es immer leuchten. Dann dürfte die Verteidigung wieder gemindert sein. Ja. Und Glenn auf die Knarze da drüber drauf. Boah, der LSD-Hintergrund, der macht mich fertig. So. Jetzt aber fix, Mann. Ja, das war durchaus eine heftige physische Attacke. Reaktiviert Verteidigung, die krieg ich gleich wieder deaktiviert, mein Lieber. So.
Wieder leid. Das ist doch ein längerer Kampf als gedacht. Glenn. Kraft. Ja, deaktiviert die Verteidigung wieder. Jupp, das ist gut. So. Und Chrono. Lever auf Markus. Wenn wir wieder einigermaßen so weit sind, sollten wir auf den rechten Berzel nochmal drauf gehen. Frog, Heilung für alle. Chrono auf den. Und das macht schade. Verteidigung vermindert. Okay. Dann fetzen wir jetzt erstmal nur auf den Kerle drauf. Weil den mittleren Lavos-Kern, den kriegen wir ziemlich leicht fertig. Jetzt fängt ja schon wieder an mit dem Scheiß. Alle Teile wiederbeleben. Irgendwie kapiere ich die Spielmechanik nicht. Okay, es war nicht so hart wie gedacht. So. Der Nummer drauf. Also ich finde es schon etwas merkwürdig. Vielleicht muss ich die zu der bestimmten Zeit knacken. Also wenn ich die eine spezielle Zeit im Hintergrund habe, muss ich einer von denen fertig machen. Ich kann es nicht sagen. So. Ich glaube aber eher, das ist so ambientemäßig. Das ist jetzt nichts wirklich Wichtiges mit dem Hintergrund. Könnte doch sein, dass ich da jetzt 40 Minuten dran hock an dem Kampf. Alter Falter. Vor allem, weil der rechts einfach nicht kaputt geht. Der geht ums Verrecken nicht kaputt. So. Denn du könntest uns nochmal, du könntest schon mal so Elixier-Verteiler. Chrono können wir uns gebrauchen. Gut, der ist wieder kaputt. Dann, Glenn. Verteilt auch noch ein Elixier an Markus. Der reaktiviert wieder die Verteidigung. Oder verrät er wieder auf die Gosch. So. Okay. Raumzeitkurve. Das geht wieder ab. Sind wir wieder in der Zukunft. Deaktiviert Verteidigung. Dann gehen wir jetzt erstmal nur auf den, genau. So. Erstmal nur auf den Knetkorb hier. So, der geht mir nämlich gewaltig auf das Sack. Okay, Markus macht wieder irgendeinen Käse. Glenn. Den möchte ich aber trotzdem wieder heilen. Falls es ihn nicht kaputt macht. Das sieht aus, als würde es einen Kaputtmacher. Ja. Das war nicht so gut. Wir machen Leben. Und machen eine Elixier auf Glenn. Das kann er gut gebrauchen, denke ich. So. Okay. Wir gehen wieder woanders hier. Dafür geht's auf die Gosch. Jetzt fängt der wieder an, der Scheiß-Typ. Okay. Dann machen wir zuerst jetzt mal was anderes. Machen wir mal so. Dann machen wir mal heilen. Auf ihn. Und dann kümmern wir uns erstmal wirklich um den hier. Fertig ab. So, ist mir jetzt absolut egal. Ach, wenn die zu dritt wesentlich stärker sind. Aber es geht mal auf das Sack, dass die ständig wiederkommen, die Teiler. So, deswegen muss erst der rechts fort. So, ist mir jetzt egal, wie viel ich da heile. Den kriegen wir relativ fix fertig hier, dann links.
Okay, der in der Mitte ist wieder kaputt. Gegenangriff ohne Mittelteil. Hier. Dann haben wir zur Erstellung fertig. Ah, endlich. Puh. Ich weiß jetzt nicht, ob das Glück war oder ob das Taktik war, was ich doch geschafft habe. Auf jeden Fall ist er kaputt, wie es aussieht. Boah. Epilepsie for the win und so. Okay, also wie es aussieht, habe ich Lavos platt gemacht. Chrono. 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 Das klingt irgendwie noch am Anfang wieder, als wäre es wieder ganz am Anfang, wo die Mutter ihn weckt. Oh, nee. Raus aus der Federer. Mir eine kleine Überraschung für dich. Das ist bei früher immer, wo man nie gewusst hat, wer gerade spricht. Ein Hinrichtungsschub wird widerrufen. Wir müssen nur das Urteil vollstrecken. Hallo? Was geht denn da ab? Mir nicht gesagt, Chrono. Oh ja, hast du meine Tochter gebracht. Papa, nicht. Chrono hat überhaupt nichts gemacht. Sie sagt, Chrono sei ein perfekter Gentleman gewesen, aber... Was meinen ihr, Kanzler? Chronos Tat hat einen enormen Einfluss aufs Königreich, Kater. Kanzler, wie könnt ihr nur? Bitte hör mal zu, wir mussten... Die Zukunft rette, richtig? Huch! Ah, Olden Zack ist da. Ihr habt die Zukunft gerettet und uns Hoffnung geschenkt. Ihr habt Magus bekämpft und im Königreich vom Jahr 600 zum Friede verholfen. Na, Kino auch da. Chrono Reptiten besiegt. Was ist denn hier los? Ah, Luca ist auch von der Partie. Luca, du hast sie hergebracht, oder? Unser Verwandter Herr Nahles über ja unglaubliche Mission erzählt. Verwandte? Ist es, das sind meine Vorfahren und Nachkommen? Kino sein dein Vorfahr kotzen nicht müssen. Und der alte Opa anscheinend, ach ja, der Guardian der Zukunft. Ich war ums Reich um meine Tochter entsorgt, während du Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gerettet hast. Auf eine wahre Siegesparade. Heit Nacht feiern wir dich. Und jetzt Maler genauso genießt die letzte Nacht von der Feier. Schä, die darf auch mal Endtag im Jahr Spaß haben. Ah, nicht verkehrt. Könnten klar Deutsche sein, ne? Okay, was tanzt dann da alles für uns? Die Imps aus Medina. Begleitet Chrono und sein Held. Prinzessin Nadja ist zurück. Endlich ist Katja wieder normal. Die Mondlichtparat. Okay. Ja, Hauptsache, ist noch dabei, ne? Ohne Ketzel ist auch da. Sehr schön. Wahrscheinlich der Notfahr von dem tapferen Ketzel, was Ossi in den Tod geschmissen hat. Schön. Wenn Seolenas Platz ordentlich hergerichtet und schön geschmückt. Melchior ist auch noch mit von der Partie. Und einmal außer rumgelaufen. Solange ich nicht zu dem schrecklichen Norstein-Beckler muss, ist alles in Ordnung. Okay, einmal um den Platz gerannt. Und ein paar Luftballons dabei geschmissen. So. Und jetzt? Kann ich mich bewegen, oder? Ja, tatsächlich, ich bin Maler. Ich steuere gerade Maler. Okay, und du? Du sagst nichts? Du auch nicht? Ah, doch. So eine traumhafte Nacht. Danke, Liebling. Chrono, der König, sagt, du hättest die Zukunft gerettet. Das müssen meine Freundinnen erfahren. Ah, das ist die Mutter von Luca, genau. Und das ist ihr Vater. Limo schmeckt raus am besten.
Chrono, nimm einen Schluck, heute bist du der Held. Niemand will mehr Waffe und das ist gut so. Ja, voilà. Da hast grad. So, hallo Ketzel. So, Ketzel kann nichts machen. Fantastisch. Prinzessin ist wunderbar. Du natürlich. Du hast uns alle gerettet wie Shelly war, aber ich wünschte, du würdest mehr Zeit daheim verbringen. Ach ja, die Mama. Blöd, wenn derjenige, der die Katze versorgt, da und weg ist. Ja, das kann man so sagen. Ui. Was haben wir denn hier noch? Okay. Hier wird einfach nur getanzt wie bekloppt. Können wir dort zum Roboter noch gehen? Haben sie den auch geschmückt? Oh ne, da kann ich leider nicht hingehen. Und da? Ne, geht auch nicht. Und hier auch war, wo die Maschine war? Ah, das sind die Reisegefährte. Alle Hopleit, da werden wir. Zeit lebt wohl, zu sagen. Das Tor wird instabil. Wir müssen uns verabschieden, bevor es sich schließt. Ihr geht alle. Chrono war stark, Maler, ach, Eiler, Spaß. Ja, Eiler darf auch sehr gern wieder zurückgehen. Als entfernter Vorfahr von mir hast du taffe Kinder kriegen müssen, ansonsten habe ich Probleme. Nicht Sorge, Eiler, sehr stark. Genau. Hey, was meinst du denn damit? Kino Depp, wir jetzt gehen. Ja, um euch trauere ich auch nicht allzu sehr, muss ich sagen. Die mochte ich am wenigsten. Ah, welch lebhafte Menschen. Aber mich dünkt, das könnte in eure Ahne sind. Königin Lena erwartet uns. Euer Majestät, ach, wir sollten jetzt gehen. Oh, den tut's mir schon leid um Glenn. Er geht auch mit König Guardia. Sir Frog. Ein langer Abschied verdünstet die Erinnerung. Genau. Übrigens sagen Taten mehr als 1000 Worte. Tja, immer küsst die Prinzessin am Ende, Frosch. Ne? Okay, da habe ich jetzt doch ein Tränchen verdrückt, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil Frog war mein Lieblingscharakter. Und du, wärst Chalas Regier? Du sagt er nichts mehr, aller hopp. Wenn er nicht mal was sagen mag. Luca, ich werde dich vermissen. Was ist, Luca? Sagst du Robo nicht tschüss? Sie weiß es. Was? Was weiß er? Robo stammt aus einer düsteren Zukunft im Siege, weil Lauers immer die Geschichte verändert. Robo kann in der Zukunft kaum existieren. Sei unbesorgt, es wird schon einen Platz für mich geben. Oh verdammt, Robo, du nicht so, als wärst du nicht traurig, du machst alles nur schlimmer. Luca, du hast mich die Gefühle gelehrt. Danke. Oh. Tränen passen nicht zu dir, Luca. Robo wird's schon gut gehen. Und du auch. Tschüss, Opa. So, oh. Lebt wohl. Oh, das... Kritischer Fehler. Öl läuft über meine Sensoren. Sicht vermindert. Oh Gott. Okay, da habe ich jetzt auch schon ein Tränchen wieder auf was gepetzt. Das ist auch schon... Schäden in ihrer Verbindung. So. Ach ja. Erinnerst dich an unser Gespräch? Du meinst, ob unser Leben an uns vorbeizieht, wenn wir sterben? Jep, ich habe das Gefühl, das Wesen hat endlich Ruhe gefunden. Ja, das Gefühl habe ich auch. Zeitreise. Nee, hoppla, andere Stimmen. Zeitreise, wie anstrengend. Wir sollten die Epoche auseinanderbauen, das Ding hat ausgedient. Ne? Du ungezogenes Ding kommt zurück. Und guck mal, Chrono, der Katz rennt weg, weil du sie nicht gefiedert hast. Oh Gott. Hey, komm zurück. Oh, nee. Na super, Chrono. Das Tor öffnet sich nie wieder.
Wie er die Bäckerfaust macht. Tja, wie ein Muckewahl als Ihnen zufolge. Ihnen Folge, was du? Male, lass der gehen noch ein Weilchen an. Vergessen wie eine Zeitmaschine. Hehe. Oh, Prinzessin, der König bittet euch zu sich. Okay. Ich glaube, das kann ich jetzt alles noch in einem Rutsch machen. Das ist jetzt, glaube ich, auch egal, wenn ich noch 5 Minuten dran hänge. Ich bin ja so glücklich. Jetzt habe ich keinen Grund mehr fortzugehen. Ah, als ob. Ich habe geschenkt zur Erinnerung an den Tag, Prinzessin Nadja. Was kommt jetzt noch? Ah, eine neue Glock. Das ist Nadjas Glock. Ihr Klang wird das ganze Land erfüllen. Sehr schön. Maler, wo bist du dann? Könnte mir mal jemand helfen hier? Papa, ich sag's noch ungern, aber ich kann nicht rumsitzen und nichts machen. Und Fortzinse? Puh, kann doch rechtzeitig. Soll ich ihn hier abfeuern? Nee, Taban, ich könnte Hilfe gebrauchen. Was hat der jetzt drauf gebatscht? Anscheinend wie irgendein Feuerwerk. Aber fort ist es. Ja. Ich habe, glaube ich, gehört, es soll 16 Ende hier geben in Chrono Trigger. Ich bin ja mal echt gespannt, was für Ends ich jetzt erwischt habe. Ob das so das relativ beste Ende ist, was man kriegen kann. Ob das ein freundliches ist. Weil wirklich grausam war es jetzt nicht. Jeder ist in seiner Zeit zurückgekehrt und da Lavos fertig gemacht worden ist, ist ja natürlich auch die düstere Zukunft von 2300 nicht mehr existent, weil die Leute sind ja nicht mehr in seiner Postapokalypse, wo sie vor sich hin vegetieren, sondern die Entwicklung geht weiter. 1999 war nicht der Tag der Apokalypse, nicht der Tag des Lavos, und damit hat die Entwicklung in der Welt weitergehen können. Ach ja, ach ja. Aber ein schönes Spiel war es auf jeden Fall. Ich bin dir, Kra, sehr dankbar dafür, dass du mir das Spiel empfohlen hast. Es war wirklich ein wunderschönes Spiel. Und auch wenn die letzte Episode jetzt ewig lang war, weil ich einfach nicht gewusst habe, wie lange der Kampf hier nochmal mit Lavos dauern wird. Aber seht's mal noch, wenn es jetzt halt mal wirklich eine Oschi-Episode ist. Eventuell werde ich es auch in 2 Episoden teilen. Ach, das kann sein, ihr liebe Leute. Also nicht wundere, wenn es auch 2 Episoden ohne Abmoderation sind. Weil es ist echt lang. Da waren jetzt nochmal Kino und Aylan, vorher nochmal Robo und seine Freundin. Hier ist nochmal Glenn mit der Königsfamilie. Der war definitiv mein Lieblingscharakter hier. Glenn war absolut großartig. Und Markus in seiner Zeit. Ja, er war ein optionaler Charakter, aber er war extrem stark. Ich hätte nicht missen wollen im Endkampf. Ja, es kann wie gesagt sein, weil das so eine Oschi-Episode war und hier nicht wirklich ein sauberer Punkt war, um zu cutten, dass ich ohne Abmoderation gecuttet habe. Ach, das kann sein, bitte ich in dem Fall noch zu sehen. Es ist bei Final Fantasy VII war es ja genauso am Endkampf gegen Sephiroth, also, ach, sowas kann mal vorkommen. Wie gesagt, bitte nicht enttäuscht sein dann, dass es keine Abmoderation gab. Weil ich finde, je mehr ich darüber erzähle, finde ich die Idee immer reizender und reizvoller, das jetzt zu machen. Jo, wie dem auch sei. Ich muss sagen, das Spiel war echt genial. Es hat sehr viele tolle Sachen gehabt, wie man es auch später erst in Rollenspiele gesehen hat, in solche JRPGs. Es muss wohl ein sehr großer Vorreiter auf viele Gebiete gewesen sein. Und es war meiner Meinung nach ein absolut geniales Spiel. Es hat Spaß gemacht. Es hat natürlich auch seine Schwäche gehabt bei manchen Sachen. Siehe zum Beispiel Norstein Becklers Labor. Ich bin ja schier ausgeflippt bei dem ganzen Zeug da. Aber ansonsten, tolle Story, tolle Charaktere. Vor allem Glenn, das ist ein echt geiler Charakter gewesen. Den habe ich auch richtig gemocht. Und es hat eine tolle Story gehabt. Es war schön mit der Zeitreise-Idee und allem Pipapo. Ich bin froh, dass ich es jetzt im Nachhinein mal nachgeholt habe. Ich habe das nämlich mal häufiger gehört, dass Chrono Trigger so gut sein soll. Und das war immer mal wieder gehört und dann wieder vergessen und dann immer mal wieder aufgeschoben etc. pp. Also insofern
Chrono Trigger jetzt mal gespielt zu haben, war durchaus eine Erleichterung, die ich mal jetzt von meiner Liste streichen kann. Das ist jetzt das Spiel, was ich mal endlich mal von meiner Liste streichen kann. Das war so ein ewiges To-Do-Spiel, so nach dem Motto, ja, das könnte ich jetzt noch irgendwann mal machen. Könnte ich vielleicht mal zocken. Ja, wenn ich mal wieder noch ROMs für das Super Nintendo gucke, werde es immer mal wieder empfohlen. Jo, Allah, ich weiß so nicht. Von daher, ich bin froh, dass ich es gespielt habe. Und es war ein super Spiel. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ende. Ach ja. Und hier endet vielleicht Chrono Trigger. Chrono Cross werde ich vielleicht irgendwann auch mal spielen. Das weiß ich noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, auch wenn du mich bedrängst. Ich weiß noch nicht, ob ich Chrono Cross demnächst spielen werde. Was auf jeden Fall ganz sicher sein wird, ihr liebe Leute, ist, dass es Nachfolge-Let's Play in meiner Klassik-Rubrik auf meinem Kanal sein wird. Let's Play Final Fantasy 9 aufpelzig. Und damit fangen wir morgen an. Also machen's gut und bis morgen zum neuen Let's Play. Vielen Dank, dass ihr hier Chrono Trigger mitgeguckt habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, so wie mir es Spaß gemacht hat, das als blindes Let's Play zu spielen. Wir sehen uns dann morgen. Wenn ihr wollt, habt einen wunderschönen Tag, genießt die Zeit. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr wollt, in der Klassik-Rubrik zu Let's Play Final Fantasy 9 oder zu meiner anderen Let's Plays, wenn ihr da auch gucken wollt. Also machen's gut, das Jahr ist jung, wir haben noch so viel vor uns und ein neues Let's Play im neuen Jahr ist auch etwas, was ich ganz wunderbar finde. Wir sehen uns dann wieder. Ayan Yankee.